Es ist soweit, liebe Zuschauer. Hyrule Warriors wird wohl nun definitiv zu Ende gehen. Zumindest mal die Entwicklung davon, denn wir haben jetzt hier das Update auf 1.6.0 plus das letzte DLC, das Boss-DLC. Oh mein Gott, was ist überhaupt geschehen? Eine gute Frage. Update-Version Info 1.60, Hörstufe Kriege auf 255 erhöht. Ich krieg das Spiel nie fertig, ey. Neue Tränke im Trank hinzugefügt, neue Orden hinzugefügt, raus und weiter, da gehen sie gespeichert, es gibt neue Schlachten, cool. Verbesserung der Stabilität des Spiels, sprich, es wird nicht mehr, also es dauert nicht mehr so lange, die zu laden, na Gott sei Dank. Noch ein, ja, jetzt natürlich die Frage, wieso nur 255, nicht 300? Ich glaube, es ist eine Anspielung auf erstmal den Tatsache, dass man im ersten Zelda-Spiel, Legend of Zelda halt, konnte man ja insgesamt 255 Rubine sammeln. Mehr ging damals nicht. Und dann, zweiter Fakt, wegen 8-Bit-Waffen. Im 8-Bit-System kann sowieso maximal nur 255 darstellen. Wegen, ja, Bit halt 01. Wenn ihr halt 8 Zahlen dann darstellst, hast halt nicht mehr als 255 im Binärsystem. Ja, das war halt mal als kleine Hintergrundinformation vielleicht noch. Ja, Freunde. Part 90 bereits. Das Boss-Paket. Ja, das sind die Erweiterungen, das spielt die Herausforderung hier unten. Aber ursprünglich halt nur das hier, Standard-Herausforderungen. Jetzt haben wir auch Boss-Herausforderungen, spielen einfach gegen alle Bosse zu fighten. Sogar mehr ineinander, das machen wir auch noch, das werden wir später machen, also sprich, hat die zweite Priorität bei mir. Jetzt vor allem mit Link und dem magischen Schwert ganz lustig, aber Ganons Rache. Wir zocken hier als Ganon. Wie geil ist das? Und das muss ich unbedingt zuerst machen. Hey, listen, bei der Herausforderung wird für jede Schlacht pro Charakter eine Wertung gespeichert. Okay. Und wenn du die Zahl der gesammelten Rubine übertriffst, wird eine neue Wertung gespeichert. Und wozu ist die Wertung gut? Geht am besten schnell neue Rekorde auf. Aha. Ja, listen, ja, ich lies doch schon. Bewältige Schlachten in der Boss-Herausforderung bei Ganons Rache, um neue Schlachttypen mit der Herausforderung freizuschalten. Aha. Gut, ja. Besiege 1000 Feinde bei Bossen? Du willst 1000 Bosse viel Vergnügen dabei. Erziele A-Ränge, um in schwierigen Schlachten antreten zu können. Ja, seid ihr lustig, hey. Okay, mit Ganon besiege 5000 Feinde, damit sind auch normale Typen gemeint, nicht nur Bosse. Weil sonst sind wir etwa 10 Stunden dran. Der Jüngerling, ja, aber auch schon jetzt ein paar Parts gezeigt. Der ist so krass drauf, mit der Magieleiste, mit seiner Ocarina, wenn die einfach umwandeln kann. Mit der rasenden Gottheit, zornigen Gottheit, grimmigen Gott, was er also drauf hat. So. Wir sagen ja als echt das Ganon. Ich hab's noch nie gemacht, Freunde. Jetzt sag's echt gerade zum ersten Mal blind. Immer noch. Wir können gespannt sein. Ist das der Hammer, ey. Ganon-Steuerung. Ganon steuert sich etwas anderes als die übrigen Charaktere. Ja, das will ich mal hoffen. Normaler Angriff. Okay, bis zu 3 Männer in Folge. Wie keine Kombis? Starker Angriff. Bis zu 2 Elektroangriffe in Folge. Aber es kommt noch mit normalen Angriffen. Okay, kann ich doch Kombos machen. Wirbelangriff, mit den Armen. ZL war der, okay. Rammangriff, das war eine vor dir zu, es kommt noch mal einen Angriffen. Bossangriff wählen. Cool, Bossangriff. Aha, also ähnlich wie die Items halt, wa? Mal ansehen. Dann kann nicht im Team gespielt werden. Ja, nehme ich mal an, weil das wird sonst, glaube ich, das Gamepad ein bisschen überfordern. Gut, Rennen geht. Klappt schon mal, natürlich schön. Mann, was wollt ihr denn? Ich bin Ganondorf. Ganon natürlich. Ey, ich bin ganz so schön dabei. Da ist man uns besiegt, erscheint ein Boss-Angriffs-Item verwenden zu können. Ah, cool. Eine Schwachpunktanzeige. Ah, nice. Alter, Spiel auf Stufe 3. Wie jetzt? Fängt ihr doch neu an? Übrigens, Freunde, noch was anderes. Es gibt scheinbar noch einen Rubin-Glitch hier in Hyrule Warriors. Das war zumindest bei Version 1.5 noch so. Wir natürlich auch noch machen, also sprich, ich versuch's mal, ob das klappt. Dürfte ganz lustig werden. Das geht, glaube ich, sogar so weit, dass man irgendwie bis 10 Millionen Rubine sammeln kann. Mann, was wollt ihr denn? Ihr habt doch keine Chance. Ich bin Ganon. Der hat eine Magieanzeige, hallo? Na, hat der Schwachpunktanzeige gespannt.
Ja, ich weiß, wir ein bisschen das Gleiche und ein bisschen testen. Wirbel! Alter, die Festung kannst du doch vergessen. Alter, das ist einfach so übel. Ein geiles Gimmick. X! Bitte was? Wieso hat der einen Dreizack? Der hat einen Dreizack aus Force Adventures und A Link to the Past? Okay, habe ich irgendwo Dodongo, wenn er ganz nice sitzt? Mir hat einfach... ich muss gerade gucken, ich habe noch gar keinen, wa? Wo kriege ich den jetzt? Geil, wenn die Items so groß sind, oder sieht man es so besser? Cool. Ey, ist der einfach übel drauf. Ja, wo sind die Boss-Items? Ich habe noch keinen ausgewählt. Hallo, wo kommen die mal? Dämliches Silberhuhn, hey. Tschüss. Der lebt immer noch. Willst du mich verarschen, Mann? Ich mag keine Hühner. So, kann er was Y machen? Direkt so. Okay, machen wir normalen. Level up! Alter! Ey, der ist doch unbesiegbar! Bis 5000 Feinde, ja, bin bald durch hier. So, wir können Dongo, aber ich habe noch keinen... Wo zum Henker ist denn das? Vielleicht kann ich den Dongo ausrüsten, aber schauen wir, vielleicht geht es jetzt noch einen besiegt habe einmal, wa? Mann, ihr habt doch eh keine Chance. Hat noch gut was aussieht, trotz allem. Wir haben halt erst Stufe 8. Dass ich nach leveln kann, ist krass. Ich weiß, es bäm hier rum wie ein Weltmeister, aber ich finde das einfach so Hammer. Ich habe bis jetzt echt noch keinen Chancepunkt gekriegt. Kann das echt sein? Nee, der Dongo, du machst nicht einen Scheißangriff. Ah, die machen auch noch guten Damage, wenn sie uns mal treffen. Wahrscheinlich zurückgezogen. Ja, ich hätte gerne mal ein bisschen Boss-Items hier. Ja, und jetzt habe ich es halt nicht platt gemacht. Habe ich gerade zu viel Fun, als dass ich da irgendwie da Pferd legen würde. So, gibt es platt gemacht, aber jetzt irgendwie mal Boss-Optionen hier. Nö. Trotz allem nix. Wegen Rubin-Glitch von vorhin. Der zieht irgendwie darauf ab, dass man den bei Bossen machen muss. Das sprich zum Beispiel bei Dodongo, wenn ich da mit Linkern zum Beispiel fighten würde. Und so geht die irgendwie so weit, dass man da irgendwie die Schwachpunktanzeige der Bosse minimieren muss, aber halt ohne sie platt zu machen. Und halt platt machen, obwohl sie bereits irgendwie die Anzeige haben. Aber natürlich ohne die Anzeige zu aktivieren, ist ein bisschen seltsam. Das klingt zumindest seltsam, aber sollte irgendwie so klappen. Gut, kann ich auch so platt machen. Ja, wie gesagt, ich muss es erstmal testen und dann kann ich es mal zeigen. Falls es noch klappt, vielleicht haben wir es ja bereits mit Version 1.6 gefixt. Ja, ich weiß, er ist ja da oben. Okay, Freunde, genug rumgeplänkelt. Es wird wieder mal Zeit für ein bisschen ernsthaft. Bitte? Willst du endlich mal draufgehen? Also ganz schön zäh, das Viech. Ich versuche noch ein paar Kombis hier, aber ich glaube, also will aber jetzt auch nicht drauf. Wirbler, Mann! Dongo lebt überhaupt noch? Leben noch. Wieso lebst du, Scheiße, eigentlich noch? Er hat doch gefragt, wieso? Alter, kriegen wir hier Fettrubine?
Also eigentlich könnte ich hier mit den Y-Moven total spammen. Dann spricht er mit dem hier. So, und jetzt kriege ich einmal... Kann ich das Boss-Ding sehen? Ah, jetzt kriege ich den. Schwachpunktanzeige von Agorok. Hä? Wieso jetzt von Agorok? Das ist doch eigentlich... Ja, Agorok fehlt mir gerade noch ein bisschen. Aber ich dachte, ich müsste den Boss mit ihren eigenen Angriffen treffen und wird mich vor ihm verlesen. Könnte doch auch sein. Dunkelfeis wurden entdeckt. Ja, servus dann. Oh Mann, aber doch, es macht Spaß, muss man echt zugeben. Das kann man ruhig weiterhin so machen. Und das Level noch ein bisschen mühselig und ich glaube, den kann man gar nicht normal mit Rubinen leveln, wa? Das spricht die anderen Charaktere, weil das ist nämlich normaler spielbarer Charakter, halt nur hier im Gennen-Modus. Aber die davon ist schon geil. Alter, zieht mir Schaden ab! So, erstmal weg hier. Ja, die machen auch noch guten Damage, muss man leider so zugeben. Doch, es geht noch viel zu langsam. So, aber dann ist meine Gegner platt gemacht, 5000er, nicht wahr? So, jetzt kommt der Glocky so als Rauch schon rausgeschissen. Eigentlich noch ein bisschen Mana, wenn er froh drum. Vroom, 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 vroom. Und Wirbler. Gegen komme ich nicht, okay. Ja, ich bin Gennen. Was wollt ihr von mir? Wollt ihr sterben? Was noch aushalten? Oh, noch mehr normale Kombis, wa? Überall normalen Feinde, ey. Magiekrug, wo? Wo? Ich will Magie haben! Mana her! Ich sagte her mit der Mana! So, jetzt ist er gleich richtig schön am Arsch. Im Bedrängnis. Ah, jetzt haben wir auf der Unterseite. Kiwahim ja auch, wa? Wer ist denn da oben, dass er so Probleme hat? Bei einem Dunkelfei, wa? Oh, ein paar Dunkelfeis, ja, leck mir oi. Fress meine Feuerbälle! Wagok ist aber keine Ahnung. Versuche noch ein bisschen was mit Kombis zu machen, aber ich glaube, so viel habe ich gar nicht drauf. Ja, ich wollte gerade noch umdrehen. Mann, Gennen, du bist viel zu lahmarschig. Das ist leider so, der ist echt lahm bis zum geht nicht mehr. Dreh dich mal um, Kumpel. Schon besser. Die Feis müssen fallen! Alter, Stufe 14. Seltene Materialien, ja, das ist langsam seltener. Wird natürlich auch stärker. Also das macht Fun, ey. Das glaubt mir keine Sau. Also ganz ehrlich, Leute, dafür lohnt sich echt die DLCs zu kaufen. Vor allem halt das eine DLC. Ist echt geil, macht echt Fun. Das hat Gennen angeschlossen. Toll, was bringt mir das jetzt? Okay, wo ist ein Kiwahim? Ist der geflogen bereits? Davon gar nicht mitbekommen. Ah, der ist noch da. Vielleicht schließt er sich hier uns auch an, obwohl es bereits vorbei ist.
Mission complete. 5000 Feinde platt gemacht. Klingt nicht nach viel, obwohl... Nach knapp 15 Minuten. Gar nicht mal so übel. Wieso hat der einen Dreizack überhaupt? Und vor allem woher? Also, der Form ist eine gute Frage, weil ich habe zwar jetzt Link to the Past kaum gezockt. Und vor allem durchgespielt nie, so ähnlich wie Majora's Mask und Force Adventures. Hat einmal gar kein Abschlussbild von keinen. Oh, fies. Kampfdauer 10 Minuten, Gesamtrang A. Okay, man doch gar nicht mal so schlecht. Magie besiegt, Summe neu. Ja, geht noch ein bisschen Kohle. So, okay, neue Waffen noch. Alter, kann man hier Materialien farmen. Da ist ja der helle Wahnsinn. Naja, ein 100-fach überlegen. Er hat was. Alter Schwede. Besiege 7000 Feinde, Riesenschlacht. Das ist einfach nur eine Steigerung. Was ist denn das hier? Ja, der Ladevorgang geht wirklich sehr viel schneller. Ging sehr viel schneller. Ja. Aber, Hilfe. Okay, ich sehe schon mal das Problem nicht. Alter, ist klar. Ich muss sie platt machen. Oh, wie? Auf draufhauen, weil ich meine, ich sehe sowieso kaum etwas, sind alle so fett. Draufhauen, das bringt's. Das ist immer gut. Also, beim Drehen spielt sich Ganon schon ein bisschen seltsam, muss man so sagen. Weil er dreht sich in die andere Richtung. Wenn ich zum Beispiel umdrehen möchte, und ich drehe den Kontrollstick nach rechts und drehe das irgendwie nach links. Dann frage ich mich nicht, wieso. Ah, jetzt mittlerweile seid ihr da. Verstehe ich nicht. Also, weil du ein Anführer bist. Aha. Und der Anführer ist von dem her würdig, eine Sequenz zu bekommen. War Hilfe. Man sieht aber auch hier, die machen schon Damage. Also, Alter, wird nicht so viel Damage gemacht bei uns. Freunde, bin gedacht, Alter, was machen die für einen Schaden? Ich brauchte, geh mal ein bisschen rum, wa? Dann noch nächsten Anführer. Aber keine Tränke, was soll das? Ich laufe mal ein bisschen, wa? Oh, verdammt. Oh, das ist eine Sackgasse. Scheiße. Ich suche doch bloß ein paar Herzen. Ohne viel Schmerzen. Ein paar Herzen. Haben wir vielleicht noch irgendwo noch ein paar? Ja, natürlich nicht. Ja, ein Tipp von mir. Ah, doch, hier. Gott sei Dank. Ein allgemeiner Tipp. Nicht so viele Bosse auf einmal. Vor allem gerade die Anführer sind ziemlich übel. Wir sind einfach zu schwach. Wir haben zwar einen guten Spam drauf, aber das bringt natürlich nicht sehr viel, wenn wir die Anführer nicht ausnocken können. Wieso sind die so stark? Ja, würde sagen, normale Monster halt so, weil die machen sowieso nicht viel Damage. Und die Special Moves mag ich vor allem halt gegen die Bosse. Die Bosse machen grausam viel Damage wieder. Uiuiui, oder der ist ein Anführer platt machen, damit der andere schwächer wird. Wegen halt aus der Entfernung war. Natürlich schwierig, da irgendwie noch was groß zu reißen, wenn man sowieso gerade
Die kleinen Viecher sind ja kein Problem. Die großen leider schon. So, komm, der Part ist langsam vorbei. Leute, raus einfach mal raus. Ich riskiere es einfach mal, weil der Rest dauert sonst lange. Oh nein, du machst den Scheiße hier nicht. Komm schon, ich ramm doch gleich! Gleich ist gut. Das Anführer ist, glaube ich, nicht besonders viel stärker, war, aber versuche einfach mal den Platz zu machen. Vielleicht gehen ja, wenn die anderen automatisch schwächer. Das war eine Kackidee! Uff. Beinahe draufgegangen. Ja. Wenn es abgeschossen wäre, sowieso. Oh Mann, aber ich nur noch Herzen, die ich vorhin übersehen habe. Magie, vielleicht auch gut, wer weiß. Na, natürlich nicht, wenn es so wenig ist. Ja, komm schon, Herzen. Wow. Das war jetzt knapp, hey. Für meinen Geschmack viel zu knapp. Wieso müssen Tyler hier auch so verdammt stark sein? Also Hardcore-Level, wa? Musst du schon ein bisschen was drauf haben. So, der Anführer ist down, jetzt reißt sie aber. Man geht ja nochmal down. Oh nein, Goma, das machst du nicht. Macht er doch. Sind trotzdem noch so verdammt stark. Klar, sie machen weniger Damage. Oder täusche ich mich gerade? Ne, sie machen trotzdem noch viel. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Uff. Item, um ihn nehmen, dankeschön. Ich sehe nichts mehr, Alter. Jetzt spielt gerade die Kameraführung. Toll, er hat das Spiel zum Abschluss gebracht. Dann noch mehr. Ein Herz! Ein Herz mit Schmerz. Vom Bundesrat März. Was? Ist mir egal. Wo ballert denn der Arsch? Ich gucke nach, wo er eigentlich ballern könnte, aber sehe gerade nichts. Mal gucken, Schwachpunkt anzeigen. Klappt jetzt im gleichen Monster oder wie? Nee, hat er nur bei einem bestimmten. Hat natürlich hier keine Argorox, wa? Halt doof. Wer kann ich noch nicht. Ich dachte zwar, ich hätte bereits mehrere platt gemacht, aber gut. Wer ballert denn die ganze Zeit hier? Ist mir egal, ich hau einfach drauf, weil ich's kann. Spürt den Dreizack des Todes. Oh, war schwächer als ich dachte. Die große Fee hilft, die wollten wir verarschen? Die große Fee ist da. Alter, das muss wehgetan. Die große Fee, echt jetzt? Aber ich finde das Teil nicht, das mir die ganze beballert. Oh Mann, ey. Das ist ein Normalmonster sein, weil ein Bossmonster kann sich sein, bereits gesehen. Das wird Anführer sind es gar nicht mehr. Das ist doch der hinter mir. Der ist es!
Doch nicht. Mann, ich versuche doch einfach etwas. Ich habe sowieso kaum noch Power. Oh Mann, der Part wäre auch schon vorbei, aber ist mir egal. Ich hau jetzt einfach drauf in den Weltmeister. Dann versuch's zumindest. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. War doch schon überall. Kuckuck. Also meine nächsten Typen haben wir noch ein bisschen Magie. Nee, natürlich nix. Mana wäre jetzt echt nice. Ah, ja, geht auch ohne. Große Fee, die muss noch weg. Die nervt sonst. Die hat's echt geheilt. Ich krieg die Krise. Ja, man kann aber auch zusammenfassen, dass wir einfach noch viel zu schwach sind. Wir brauchen eine andere Strategie, muss man erst auf den Anführer konzentrieren. Bringt das Rumschauen überhaupt etwas? Wow, Alter! Wow, wow, wow! Kombi-Angriff hier! Okay, Freunde, das muss mal enden. Also hat man ein Ende und das hier ist jetzt zu Ende. Ich glaube zumindest. Ja. Also die Kamerasteuerung ist teilweise noch ein bisschen buggy. Ja, das war's. Okay. Überlänge trotz allem. Hilfe, was denn das für... Ja, nee, es ist geil, muss man zuerst dran gewöhnen und dann noch ein bisschen Skills zu entwickeln. Trotz allem, Freunde, danke fürs Zusehen hier zum Kennen-Modus. Alter, wie krass war das jetzt, bitteschön. Riesenschlacht, aber ist erst Stufe 1. Ja, entweder muss er da echt noch stärker werden oder ich muss eine richtige Strategie herausfinden, mit Ganon zu fighten. Tja, nächsten Part dann. Boss-Herausforderung mit Link vor allem in der Hauptrolle, weil ich will sowieso seinen Namen noch testen. Aber ich glaube, das klappt sowieso nicht mit dem Rubin-Glitch. Aber vor allem halt gucken, wie man das mit seinem Skill machen kann. Sprich, ab Stufe 122 bei ihm ist nicht hoch, ich weiß, aber es ist momentan ein höheres Level. Ob das überhaupt reicht hier für die Boss-Herausforderung. Das will es mehr dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.